Auf ein neues, zurück bei Pokémon Legend Arceus. Haben wir noch viel zu tun. Und zwar müsste, glaube ich, hier noch... Hä? Was haben wir da? Ja, das wird nicht gespeichert, war so eine Sauerei. Aber wir haben doch in letzter Folge eine Raumzeitversion gesehen, jetzt wird es wieder weg. Oh Mann, okay. Scheiße. Tut mir leid, Leute. Da haben wir natürlich jetzt nicht gerechnet, wenn das Spiel neu startet, plötzlich das Ding weg ist. Das ist ziemlich unpraktisch. Ich will aber ganz kurz gucken, ob wirklich alles, was ich in der letzten Folge noch gemacht habe, doch irgendwie dabei ist. Neu, das sieht mir relativ gut, relativ voll aus, die Boxen und so weiter und so fort alles. Baldorfisch, Zwirfinst, Elite. Ja, okay, gut für den Pokédex, ein bisschen was machen. Okay, gut. Ja, doof. Wir sind ein bisschen verkalkuliert, Freunde. Aber sei es drum, wir machen jetzt was anderes. Zwar immer noch hier unterwegs. Ich würde sagen, begeben wir uns zum Berg oder begeben wir uns woanders hin. Versuch mal auf ein fliegendes Staraptor. Hä? Wo ist ihn? Ah, da. Kannst du mich rein? Kann ich so auch bei dir fliegen? Nee, wa? Dem ist egal, was ich hier treibe. Kann man vielleicht eigentlich nur absteigen, dankeschön. Und jetzt wieder hoch. Jetzt wieder hoch. So. Schon ein bisschen höher, das gefällt mir. Ein Motorpel, interessant. Fangen wir auch noch. Hier gibt es so... War nicht mehr gerade unter. Ich habe eigentlich schon mal eins gefangen. Ja, 10, okay. Dann haben wir schon fast, weil es gibt ja noch ein Elite-Viech davon, von der Variante. Aber naja. Können wir auch gut ein anderes Mal aufsparen. Ein Vulpix. Eine Elite-Variante. Interessant. Hallo, Pokédex. Ja, jetzt. Noch nicht gefangen, noch gar nicht, wa? Das ist natürlich sehr gut. Dementsprechend haben wir keine Ahnung, was es mag. Ich wollte mich eh mal noch auf den Weg machen für ein Elite Vulnona. Das mag ich schon mal nicht. Mach mal Reis. Ohne Reis kein Fleiß. Sehr gut. Charmin und so, aber natürlich in Hülle und Fülle. Die Entwicklung davon auch schnell, weil irgendwo da vorne müssen noch... Oh, hier ist noch eine Kramurochse. Wir haben auch schon auf 10. Muss irgendwo noch ein Elite-Schnurgast sein. Wir haben noch einen Budox, aber das ist keine Elite. Da ist das Schnurgast. Es ist auf 7.
gefüttert, Explorer gefangen. Warum eigentlich nicht? Wir versuchen. Ah, warte mal. Wenn der Ding schon so hoch ist. Ein bisschen erschreckt das Vieh. Weil ich dachte, okay, jetzt hüpft er auf mich zu. So. Gut, dann mal schnell nach hier vorne. Dann gehen wir straight darüber. Da vorne müssen eh noch die eine Insel sein. Wo ich auch hin will. Hier waren wir schon mal, Freunde, was ich aber damals vergessen habe. Es müsste hier irgendwo ein Inkognito sein. Ja, da unten ist es direkt. Ganz fies versteckt. Alter Schwede. Das Pierce Air. Sag mal. Tja, Freunde, der Winkel muss stimmen. So. Da haben wir die Feuer-Lava-Insel. Gehen wir da runter. Hier hatten wir, ich glaube, in der letzten Folge doch geholt. Hier ein Elite Tentoxa, genau. Das wird wehtun! Naja, eigentlich wird er direkt killen. Ah. Die braucht sie auch noch. Noch 11 Geisellichter, wir fehlen sowieso noch ein paar. Also insgesamt halt. So, auf die Insel. Das könnte Spaß werden, Freunde. Was fehlt mir hier alles? Ich meine, hier gibt es vor allem Feuer-Pokémon. Jetzt nicht allzu viel, aber es gibt ein paar. Und da ist halt die Frage, haben wir da schon jeweils eins? Kann ich mal in den Pokédex-Modus gehen, krass. Gut, Level 9 finde ich jetzt nicht so schlimm, vor allem da er noch eins entwickeln kann. Ein Elite-Magma gibt es hier leider nicht. Dafür gibt es nochmal ein Inkognito, okay. Und eben ein Elite-Vulnona. Und das holen wir uns, glaube ich. Ansonsten Magby. Ja gut, Magby. Ich muss sowieso nochmal hierhin zurück. Oh, scheiße. Und tschüss. Scheiß Viech. Hä? Da vorne ist es doch! Elite Vulnona, ich sehe es doch! Du machst dich aus um... Oh, jetzt renn doch nicht weg. Du magst sicher ein bisschen Honig, oder? Nein, ist mir scheißegal. Mach mal Bohnen. Schwein gehabt. Ich wollte gerade schnell abhauen, weil ich dachte... You fucking kidding me? Soll ich dich empfangen, ey?
Aber dafür den Flugball. Ja, aber auch einen Flugball, weil ich komme hier nicht hoch, oder? Was sonst? Ich komme gar nicht nahe genug ran. Naja, da war einen Flugball. Das war eine Chance. Sag mal, scheiß Alpha-Wände, ganz ehrlich. Ich darf nicht über die Lava fliegen, oder was? Hä? Okay, ganz creepy. Na, was geht? Also kontrollieren. Gegner kann ich antreten. Ihr könnt sicher noch viel voneinander lernen. Ja, die. Nee. Die fordere ich später heraus, wenn überhaupt. Ist nicht unbedingt eins meiner Punkte auf der To-Do-Liste. Nochmal gegen die anzutreten. Okay, dann hätten wir das auch. Dann. Gehen wir mal wieder. Das ist ja so scheiße mit diesen Alpha-Wänden. Hier gibt es offenbar auch noch ein paar Elite-Pokémon. Okay, es bahnt sich an. Könnte ich also gleich nochmal vorbeigehen. Tag. Wie geht's? Wie steht's? Da würde ich füttern. Ups. Entschuldigung. Hier ist besser. Das ist so friedlich. Nein, nicht du, der andere. Sag mal. Nein, hör doch mal auf damit. Ey, wie kann ich denn hier switchen? Sowas von nervig, ganz ehrlich. Ah, jetzt habe ich ihn drin, super. Aber überhaupt, warte mal. Die Form haben wir schon, okay, gut, dann. Dann eben nicht. Haben wir noch ein Finion, weil wir das gerade auf offenem Meer ein bisschen schwierig vorstellen. Sag mal, sind noch Anhänger geworden, war? Die Gastrodon, sie, aber ganz anders in Erinnerung. Ich habe zu viel Zeug dabei. Warte gerade. Ne, das sind bloß Tentoxa und Tentacha. Zwei gute alte Kumpels. Wir kennen uns vom Fitness. Ja, da ist ja so eins auch im östlichen Meer. Okay, ist zwar eine Elite, aber halt das Falsche. Ja, dann gehe ich mal. Daneben! So. Trotzdem fehlen mir hier noch ein paar.
Lumineon, auch interessant. Diese Teile sind viel zu klein vom Radius her. Die fliegen einfach hier im Kreis herum, ziehen ihre Bahn, aber haben auch keinen Bock. Mann! Anlocken kann ich euch ja auch nicht, oder? Ich weiß jetzt einen Tonnenballer rein, ganz ehrlich. Zumindest sind sie recht friedlich. Okay. Bin gespannt, ob es nachher mit dem Handtax auch so klappen würde. Hier müsste irgendwo noch ein anderes Elite-Pokémon stecken. So, Karte gucken. Ne, bin auch schon zu weit oben und war es irgendwo da. Ja, ich glaube, da haben wir es auch schon. Ein Elite-Hisui-Baldur-Fisch. Da vorne ist es, wa? Da vorne ist die Elite-Variante. Versuch mal ganz kurz was. Oh, klappt, okay. Dann weg hier. Dann weg hier. Ja, und hier ist auch das Elite Empoleon. Am Strand wohl sowieso hin. Und auf und davon. Oh, falsche Richtung. Schneller, Sneeboss, schneller, schneller. Raumzeitverzerrung, du weißt schon. Oh, ist direkt hier. Okay, balle dich direkt mal, weil hier ist offenbar ziemlich, naja. Wow. Was kommt da alles? Okay, komm, erstmal die Items. Die Pokémon kümmern wir nachher. Ah, dieses Leuchten immer. Hey, Rizios, na, was geht ab? Ein Rihornier. Dann noch ein Nugget. Du geiles Nugget, du. Tilo, die ganze Familie haben wir schon. Rihornier wäre natürlich nicht schlecht, wenn noch eins fangen könnte. Aber entwickeln muss, glaube ich, sowieso, also von dem her. Ja, nochmal ein Magnetilo. Evolis haben wir eigentlich auch schon genug. Da können wir eher direkt die Entwicklungen schnappen. Andererseits können wir einfach mal alle Evolis mal entwickeln, das ist auch nicht so das Problem. So. Haben wir schon alle Items hier? War ja jetzt so eine Semi-Ausbeute, würde ich mal behaupten. Mal von der anderen Richtung her gehen, weil dann sieht man ab und zu mal etwas, das man zuvor übersehen hat. Ja gut, Kadabras, die kennen wir. Die Kadabras. Jetzt bei MyYouTube. Quatsch mit Soße, was haben wir noch Schönes? Antimos haben wir auch. Ja, im Vermara höchstens, aber ganz ehrlich. Gut, Items sind nicht gerade der große Knaller. Na dann. Das sind Level 8, heißt wir haben auch schon ein paar davon.
da genauso. Und Flammara war hier irgendwie noch, aber ganz ehrlich. Kann man auch einfach eins entwickeln. Na, Volltrefferling. Kadabra. Jo, Simsel wäre mir zwar lieber. Da ist Magnetilo mit Funkensprung, so wie es aussah. Ja, aber ansonsten. Aua! Das ist immer schmerzhaft. Nochmal Magnetilo. Magere Ausbeute, verschwindet auch schon wieder. Ja dann, warte mal, was mache ich überhaupt? Hier ein Stempel, also hier oben waren wir jetzt gerade. Ja, wenn man sagen, hier zurück. Gut, sozial nicht. Das war knapp. Alter. Erstmal das wilde Pokémon, die Attacke, die gerade kam, dann bin ich sowieso schon irgendwie ein bisschen im Arsch. Puh. Da komm, wir fliegen schnell hin. So viel Zeit spare ich jetzt dadurch auch nicht ein. Alter. Also, schnell heilen. Pokémon nehmen wir jetzt mal noch keine neue mit, dafür, also, einkaufen, ja, vielleicht erstmal Items ablegen. Das noch, Indigo-Stück, sehr schön. Ich glaube sogar gar keine mehr, aber krass. Darf ich nicht vergessen, ich darf es nicht verkaufen, Freunde, die Indigo-Stücke, weil ich muss erstmal noch die eine Quest abschließen, sonst kriege ich nachher Probleme, und zwar mit mir selber. Dann können die Knalldinge noch weg. So, meine Tasche sortiert. Et voilà. Dann hier einkaufen bei ihm. Die schnellsten Bälle hatte er leider nicht. Die Tonnenbälle auch nicht. Super, also ich kaufe mal wieder ein paar Hyperbälle. Ah, ganz viel Kohle, okay. Moment. Kurz ein bisschen Kohle generieren. So, dankeschön. 10, hier zumindest ein bisschen was. Das ist ein neues Pokémon. Das sind also 202 Pokémon generell gefangen. Ich glaube 240 gab es glaube ich insgesamt, war. Wobei wohlgemerkt, da ist noch die ganz legendäre Pokémon dabei. Wovon jetzt glaube ich nur 2 Stück haben, die Alga und Palkia. 10 Stück oder so fehlen noch, also bin trotz allem gut dabei. Auch wenn es eigentlich so aussieht. So. Komm, weißt du was, ganz im Ernst. Jetzt darf noch 12 Stück oder so. Ich mir auf die restlichen Bälle selber her. Also, was soll, warte mal. Kann ich hier aufs Inventar vom Ding zugreifen? Glaub nicht, wa? Doch, geht ja auch, okay. Superbälle, Dingsbälle, Düsenball, hä? Erstmal brauchen wir ein paar von denen. Ich muss jetzt mal ein paar Eisenbrocken kaufen oder. Warte mal, wie viel brauchen wir denn hiervon noch? 11 Bälle dabei, Tonnenbälle, ich stehe mal 9 Stück her. Ist eh schon viel weg. Noch für 8 von denen. Ja, und sonst ist da sowieso gar nichts mehr los. Ein paar Tränke können wir noch machen. Übertränke. Okay, warte mal noch. Top-Genesung genauso. Die Dinger, ja, ich habe jetzt einen Sternenstab, das heißt, ihr könnt einen machen, aber eben, ich brauche noch Indigo-Stück für die eine Quest. Jetzt lassen wir das mal noch. Für die Dinger und so müssen wir Zutaten kaufen. Das andere Rezept fehlt ja auch noch, wohlgemerkt.
So, dann nicht vergessen. Kann ich noch verkaufen. So. Ist zugegebenermaßen nicht gerade die beste aller Ausbeuten, aber besser als gar nichts, war. Was wir jetzt so weit haben. Okay. Dann wäre ich eben hier soweit ready. Ups. Was? Geh von hier aus. Kann man nur kurz gucken, ob ich jetzt das scheiß Ding holen kann. Ja, dann kann man sonst schon hier rein, ne? Das ist nicht das Problem. Warum ich mit Wasserquill so Probleme habe, keine Ahnung. Kann ich hier mit Wasserquill aufsteigen? Ja, das geht ja. Was ist das für eine Höhle da? Hä? War das schon mal? Da ist der Arcani drin. Lavadomschrein. Ach nee, warte mal, stimmt, da war ja was. Ist eine Quest. Deswegen jetzt noch nicht großartig spoilern lassen und so, das ist eine Quest. Und ja, können wir schon mal raten. Also ich meine, es geht um ein legendäres Pokémon. Welches legendäre Pokémon ist wohl gerne Lava drin, ne? Ich glaube, das kann man relativ schnell herausfinden. Kommen wir hier überhaupt raus mit Wasserquill oder ist hier... Sind wir noch am Arsch? Okay, kommen wir raus, Gott sei Dank. Dass ich hier mit Wasserquill nicht übers Kampffeld fliegen kann, wo ja gar kein Kampf gerade ist, verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ich meine, es wird einen logischen Grund geben, da bin ich mir ziemlich sicher. So, versuchen wir es nochmal. Eine auf die Düsenbälle. So. Ich glaube, ich schlage da von links an, wa? Also ich würde sagen, in der nächsten Folge kümmern wir uns um das letzte Gebiet hier, oder den letzten Teil des Gebietes. Der Region hier, weil eben hier haben wir damals am wenigsten gemacht von allen, muss man zugeben. Da gibt es mal noch eine Quest. Ist so nachts, krass. Okay. Noch 10 Irrlichter, ja. Die holen wir uns alle auch mal noch so, ja, mehr oder weniger in einem Rutsche. Dass wir halt durch alle Regionen schnell durchgehen. Erst ein Geisterlichter holen. Ist auch ein Elite-Wallreiser. Okay, soll es eigentlich nicht sein. Ein Ding ist natürlich, aber das kennen wir ja schon. Das gute alte Elite Empoleon, was ich mir holen will. Natürlich für unser Sinnoh-Team, ganz klar. Das ist ja einerseits ein normales Wallreiser und noch ein Elite-Wallreiser ist. Das wundert mich schon ein bisschen. Ja, Empoleon ist auch da. Dreh dich um, dreh dich um. Ah, so geht's auch. Es wurde überrumpelt. Hier ist Kias, komm. Das war klar, dass es nicht reicht.
Der normale Donnerschlag wird reichen. Jetzt. Dankeschön. Huch. Nebel? Jo, Nebel. Das ist wieder lustig, Freunde. Als nächste Folge beginnen wir uns hier in das Areal, hier von der Insel, wo wir noch gar nie waren. Ihr seht, es gibt hier noch einige Items zu holen. Aber jetzt natürlich hier das Elite Empoleon. Oh yes, das wird hoffentlich krass werden. Attacken verwalten, wir können ganz kurz gucken, das hat er was Neues gemeistert. Okay, das waren noch die Bekannten. Ich nehme mal an, es hat Klingenschwall gemeistert. Und ja, Angriff, Spezialangriff, klar, ist ungefähr gleich hoch. Dementsprechend, könnte man noch andere Moves beibringen, aber ich will es eigentlich eher physisch behalten. Auch in Offensivkraft hier bedeutet, ich könnte es auch irgendwie mit Finsteraura und Hydropumpe boosten, aber ganz ehrlich, Klingenschwall ist halt sein Signature-Move, wieso den switchen. Hydropumpe wäre eine Option gegen Nassschweif. Aber naja, ist halt so eine Geschmackssache. Bei Silvaro hingegen, ich glaube, da macht es von den Werten her gar keinen Sinn. Ja, wobei Spezialangriff gar nicht so schlecht ist. Verteidigung vor allem erstaunlich gut auch. Angriff. Auch der physische Angriff natürlich. Eben, ja, Zaubersphäre kann man natürlich machen, wenn man will. Sturzflug wäre auch eine Option. Schnell Attacke, der das nicht ausweichen kann. Ich glaube, ich switch trotzdem mal auf Sturzflug. Wir merken es ja, Freunde, wir brauchen dringend ein bisschen mehr Power. Also, nächste Folge geht es hier weiter. Empoleon platt machen, bzw. fangen ist geplant. Dann noch die paar Dinger. Ich glaube, es gibt hier noch 1, 2 weitere Elite-Pokémon. Sonst einfach ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Dann aber auch schnell wieder weg. Side-Quests. Und ja, ich weiß, es tut mir leid, das ist eigentlich jetzt die große runde Folge, war. Stimmt's überhaupt? Warte mal. Fuck, tatsächlich ist Folge 100. Scheiße. Okay, wisst ihr was? Come on, scheiß drauf. Jetzt Folge 100, will noch ein bisschen was Episches haben. Wir holen uns Empoleon auch noch. Jetzt bin ich komplett gestört. Also noch mehr als sonst. So, ich muss erstmal gucken, was ich überhaupt so mag. Ist nur noch wählerisch, wa? Hier, guck mal, hübscher Pilz. Einmal Pilze. Und ich mag Pokémon. Ja, perfekt. Empoleon gefangen, Level Up für ein paar unserer Viecher. Perfekt. Jetzt aber wirklich. Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Pokémon Legend Arceus. Ciao zusammen.